the fuck is up, Kiev? Let me hear you. This one's called Cyclone Blät. Fuck, what's up? Das ist wie bei der Egal, ob es so klein sind in der Schweiz. bei der ersten Tour, die wir in der Ukraine damals mal geplant hatten, da hat uns ja der Booker vom Destroyer Fest hat uns ja angefragt. Ja. Fragt, ja, würdet ihr für einen Gig in die Ukraine runterkommen? Wir so, ja, wir kommen für 2. Also er hat gesagt, wir kommen für 2. Und er so, ja, wir haben euch 3 organisiert. Transport, Schlafgelegenheit, alles organisiert. Das Einzige, was wirklich auf uns geht, ist halt der Hin- und Rückflug. Voll, und ganz ehrlich, wenn der Flug nicht storniert worden wäre, wären wir runtergeflogen. Ja, ist so. Das ist leider, Weil, wenn sie auf ist- Februar 2022 geplant haben. Ja, Und das die ist, das nicht. Sie sind behindert, sie gehen da, aber es ist schräg, oder? Ja, Und, erzähl mal, weil ist- du hast trotzdem geschafft, Ja. halt ein Teil von der Band, aber das ist spannend, weil ich wollte mal die Insider-Story dort hören. Ja, also es ist, wir haben es Plan gehabt, Mhm. wir haben es auf Dock. Und dann ist es so gewesen, dass der Drummer hat relativ, diesen Session-Drummer hat relativ schnell einen Bailout gemacht gehabt. Mhm. Der hat gesagt, nee, es ist irgendwie dort, okay, da musst du verstehen, wir haben es geplant gehabt, irgendwie im Juni oder so. Mhm. Und dann hat es wirklich bis Juni und Oktober hat's keinen Raketenangriff auf Kiew gehabt, nichts. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja fix, okay, gehen wir. Und dann der Drummer hat aber gesagt, nein, lieber nicht und so. Mhm. Gut, dann haben wir schon einen Session-Drummer dort unten organisieren. Und dann ist immer näher gekommen und dann ja die gleiche Woche ist ja dann ein Raketenangriff, die gleiche Woche, wo wir runtergegangen wären. Mhm. Und dann hat der Jan hat dann nicht mehr wollen gehen. Mhm. Willst du erzählen, warum du nicht hast können gehen? Er wäre dabei gewesen. Er wäre voll dabei gewesen. Also wir haben ja zuerst ein Auto mieten. Schlussendlich, wo dann noch die Raketenangriffe waren, haben wir gesagt, nein, wir können mit der Karre nicht mehr über. Ja, hast nicht versichert in Und der wir Krieg, sondern wir ja haben nur dann einfach an. gesagt, ja Kollege, wir stellen ihn einfach unter das Dach, dann passiert da schon nichts. Oder? Das ist Ja, der Dings, fairer der Punkt, ja. Tourbus for You, der Dings, wir haben Tourbus for You gemietet gehabt. Und dann Leute einen Tag vorher, ja nein, ich kann nicht. Das ist nicht versichert in der Kriegszone. Also, ja, ist ja vorher schon Krieg gewesen, vor dem Raketenangriff. Nein. Ja, und nachher, also das Hauptproblem, warum ich schlussendlich nicht mehr mit bin, bei mir ist einfach in der Organisation und in der Planung. Der Donau hat mir eigentlich eine strikte Vorlage gegeben, hat gesagt, schau, dann und dann ist der Plan, dass wir dann runtergehen. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Voll. Wo dann der Tag Richtiger gekommen ist, Basis-Move, Alter. wo der Tag dann gekommen ist, sagt er so, ja und, wie sieht's aus? Ja Bruder, ich bin noch am Arbeiten. Sagt er so, warte, du bist noch am Arbeiten. Ich habe da 3 Monate vorher hatte ich den ganzen Plan alles parat gemacht und ich habe sorry nochmal Ist schon für das, gut, gell. Alter, ist alles gut. Nein, Fucked up, gell? Und- Aber nachher ist dann das Härteste gewesen, dann haben wir eine Telefonkonferenz gestartet und der Donau hat dann gesagt, schau Jungs, wir sollten egal, immer gehen, ja. ob mit euch oder ohne euch, ich gehe runter. Und ich habe Donau auch so gesagt, Donau, du hast meinen Segen, Alter, komm einfach wieder heil, bitte. Ist schwer. Und er ist runtergegangen, er hat einen Proberaum organisiert, er hat 3 andere Musiker organisiert und hat Also der Organizer vom Festival hat das uns organisiert. Weil Fucking wir sind ja hell. Headliner gewesen, gell? Ja. Und er hat der denkt, nein, der killt die ganze Show. Wenn wir nicht kommen können, der hätte der ihr nicht mehr viel müssen machen. Der Drummer haben wir ja schon gehabt. Das heisst, ein anderer Gitarrist hat er besorgt und ein Bassist. Alter. Und die hat innerhalb der Woche die ganze Setlist gelernt. Alter. Wirklich nicht mehr noch. Das sind ganz andere Ja, Liga in der- diesen ärmeren Ländern. Gell? Ja, habt ja. ihr Live-Videos mal gesehen davon? Das ist Abriss gewesen, der Das ist Scheiß. fucking Ich Abriss. bereue es gewesen. bis heute, dass ich einfach mit der Battle hingeschmissen habe und mitgegangen bin. Ja, Ich es sag ist, scheiße, das ist einfach scheiße gelaufen, wir gehen wieder im August. Ja, Alright, also, ja, voll. Gib mir bitte den genauen Termin und ich schicke dir dann meine Ferienplanung und Ja, du ja. segnest es dann ab. Ja, ich komme zu dir ins Geschäft, also ich reiss dich nicht raus. Mann. Ich will einfach wirklich mal dem Chef einfach mal vorbeilaufen und das Gefühl, also der ist dann nicht um. Einfach, Ja, dass du weißt. fix. Das war aber eine wilde hure Sache gewesen im Fall. Ja. Und ist doch
Erzähl mal den Ablauf, wie es gegangen ist. Flugzeug auf Polen. Mhm. Und dann also auf Lublin, das ist eine größere Stadt an der ukrainischen Grenze, etwa 50 Kilometer davon. Ja. Dann von dort mit dem Bus 11 Stunden auf Kiew fahren. Boah. Ja, da ist easy her gewesen, aber es ist eigentlich voll okay, es war Nacht gewesen, du hast ein bisschen geschlafen, aber die Sitze sind unbequem gewesen. Boah, die richtig Arschschmerzen kamen, die ich einen Tag lang Der größte Schmerzen. Vorteil, den du wahrscheinlich noch gehabt hast, die ganze Weiber gewesen, wo du im Garten rein gehabt hast. Einzig Typ in einem vollen Car, gell? Und dann sind wir an der Grenze dort und natürlich, wir nehmen jetzt raus, der Typ, oder? Mhm. Oh. Bruno, zuerst habe ich es nicht gecheckt, weil ich heiße zum zweiten Mal Bruno. So wäre es mir eröffnet, oder? Und ich kein Deutsch, kein Englisch, nichts können. Und dann, als ich raus bin, haben sie mich zuerst etwa eine Stunde ausgefragt und so, was sie dann kommen und so. Ich so, Jungs, und ich habe mit denen mit Google Translate wieder verständigt. Und irgendwann haben sie gedacht, nee, komm, wir gehen. Dann bin ich rein und dann ist wieder längere Busfahrt gewesen, dann bin ich irgendwann am Morgen angekommen in Kiew und dann ist es erstmal einfach weird gewesen, Alter, weil es ist auf so, du bist auf so in einer Kriegszone. Ja, eben. Und dann habe ich relativ schnell Bist erfahren. praktisch ein Vice Reporter gewesen. Ja, basically. Ja. Aber es ist voll normale Stimmung. Gell? McDonalds ist dort wieder offen gewesen und so wie es dort. Also es ist nicht, es ist ein mulmiges Gefühl gewesen, aber du bist umzingelt von 2 Millionen Menschen, die sich einfach schon daran gewöhnt haben. Weißt Das ist crazy, wie Menschen sich können auf solche Situationen daran gewöhnen und voll. einfach, du siehst zum Teil ich habe auch, weißt, mehrere Folgen mit den Weiss-Videos und von Deutsche Welle habe ich auch einige gesehen, weißt du, immer dran schauen und es ist crazy, weißt du, wie die Schon. Raketen so übergehen und Leute einfach können in die Shelters go essen und Wasser Fix, holen ja. und dann gehen sie zurück und so. Ist, wow. Es ist echt, wenn der Alarm losgeht, das ist schon mulmig, weil das bedeutet effektiv, gell, es fliegt eine Rakete auf dich zu. Weißt du, was Ja, ich meine? Klar, das Geile ist, wenn du in Kiew bist, die meisten Raketen werden abgeschossen. Irgendwie 90% schaffen sie zum Okay. Abschiessen. Also das heisst, wenn die Stadt ist etwa so groß wie der Kanton Thurgau, habe ich gefühlt, also riesig. Nein, echt im Fall. Also die Chance, dass die Rakete genau dich trifft und nicht die 2 Millionen anderen immer durch hast, müssen ein bisschen abwägen. So, ja. Du hast schon Angst gehabt, aber nicht, du gewöhnst dich auch dran. Das ist Ja, wie in der voll. Pandemie. Kennt das Gefühl, wo Ja, wir am Anfang alle mit Masken angelaufen sind? Oder Lockdown war, das gleiche Gefühl habe ich in Kriegszone gehabt. Ja. Voll. Ja, aber es ist ein schönes Land, ganz super Leute. Und für die ist das wie so ein Breath of Fresh Air, wenn mal Ja, sicher. ein Ausländer kommt. Ich hätte ja auch nicht das Gefühl, ich glaube, als ich von einigen gehört habe, so, ja, es muss bald enden, wenn jemand vom Ausland sich getraut, um zu uns zu kommen. Weißt du, was ich meine? Und dann ist das Konzert verdammt wild gewesen. Also erzähl, du bist in dem Fall, du bist mit dem Bus angekommen. Genau. I want details, bitch. I want details. Okay. Right. Ich bin rausgekommen, es war 6 Uhr morgens, kannst du dir schon vorstellen. Und es ist und es war verdammt schönes Wetter gewesen dann noch. Das ist richtig, das ist anscheinend voll normal bei denen dort hin, weil es so flaches Land ist, aber die Sonnenaufgang ist majestätisch. Also, weißt du, so, der ganze Himmel ist dann wie so rot und so. Und dann Okay. echt mega schön. Die Stadt mega sauber, muss ich sagen. Das war auch schon mein erster Eindruck. Ich habe schon ein bisschen erwartet, okay, Osteuropa weisst nie. Ja. Ja, niemand raus in dieser Zeit. Denen noch. Sorry. Ja, ist es so. Aber da sind alle schon am Arbeiten und so ganz viele Soldaten. Und hey, die Stadt überall Barrikaden noch, gell? So Maschinengewehrpositionen und so. Und in der Stadt wird nicht mehr viel kaputte Sachen in Kiew selber. In dem Ort, wo ich geblieben bin, das war im Norden, das sind dort, wo die Russen reinkommen. Dort hast du schon ein bisschen mehr Sachen gemerkt. Einfach so mal so, okay, bei dem Haus fehlt einfach eine Hälfte. Das ist schon nicht mein so. Und eben die ganzen Panzerstopper überall. Da ist einfach auch eindrücklich gewesen. Und die Preise, Bro. Für einen Döner zahlst du so €1 umgerechnet. Also an der Straße. Und so ein Bier, weißt du, redest von Rappen und so. Ich habe für meinen ganzen Trip 5 Tage bin ich dort geblieben. Und ich habe mir selber gezahlt. Und dem Typ, bei dem ich geblieben bin, habe ich alles gezahlt. Okay. Weil er hat mich bis ihm die Heim Ja, geblieben. voll. Und das war einfach irgendein Ukrainer gewesen. Und ich habe vielleicht irgendwie 100 Stutz gegeben für die ganze Woche. Also, weißt du, was ich meine? Also jeden Tag auswärts gegessen, jede Mahlzeit. Oh. Und Krass. also ich gehe definitiv in die Ferien dort, wenn Also es das ist fertig fast wie ein Tourismus-Pitch im Fall. Ja, aber es ist schön, Mann. Du wirst gar nicht denken, einfach, ja. Ja, man sieht auch nur das, was in den News ist, oder? Und da willst du eben sehen, weißt du, da wird immer eine Seite Ja, pusht, ist so, ja. oder? Ich meine, du merkst schon, es ist Erfolg im Krieg, gell? Aber es ist nicht, Ja. Du erfährst es halt wirklich, was dort dann abgeht von den Leuten halt, die wirklich auch dort sind. Und voll. eben, die Connection halt mit der Ukraine ist sowieso recht intensiv momentan, würde ich sagen. Ja, mega unsere
würde sagen, ein Drittel von unseren Follower oder so, nicht ein Drittel. Mhm. Aber unter den Top 5 siehst du ja Insta, Ja, ich glaube, immer. 4 oder 5 ist Ukraine. Und das ist schon für. Ja, und die haben sogar mir angefangen zu schreiben und das sind wirklich es sind einmal interessante Gespräche und ist, ja, eben, das ist halt die direkte Information von der Front, die du eigentlich Mega. hast. Weil eben in den Medien lässt halt nur das und siehst halt nur das, Ja. was irgendwie wird berichtet werden oder so. Und wenn du halt mit den Leuten Kontakt hast, die wirklich von dort sind, Ja. kommst du gerade nochmal ein anderes Bild von dieser ganzen Situation über. Mega. Ja. Und es ist, also, Ukraine ist schon zum Teil ein bisschen auch ein Metal-Land. Also, es hat Auf jeden recht Fall. viel, es exportiert recht viel Metal. Oh, ja. Es konsumiert wahrscheinlich auch viel Metal. Sind auch in Kiew so voll die Szene, starke Ja. Szene, aber es ist zu 90% Grindcore. Da ist wie, die haben eine Band, die heißt Zizka. Das ist eine All-Female Grindcore-Band. Geil. Alles hot ist halt, nicht normal. Die haben Und- auch dort gespielt. Und oder? Zizka Das heisst war, einfach Tite auf Zizka auf Ukrainisch. Und die haben vor uns gespielt. Und damn, Alter! Ich hab gedacht, und wirklich alle machen so Shitfest und so. Also alle paar Monate gibt es ein Shitfest. Wo einfach so alle Shitcore-Bands, die nennen sich Shitcore. das klingt nach etwas, wo der Brian will würde schauen, ja. wirklich. Das sind Und ja es ist- easy und es ist- kacke Musik. Und die Videos sind alle auf YouTube. Es hat einfach einen, der jedem Konzert auftaucht und alle Konzerte filmt. Also ich folge dem Kanal und dann sehe ich so jeden Tag irgendwie das Konzert Aha. oder das ist einfach irgendeine beschissene Grindcore-Band, Alter. Und du denkst einfach, das ist einfach geil. Die leben das, Mann. Ja. Und in dem Fall, erzähl mal, wie es, du bist am Konzertvenue angekommen, sagen wir so. Weil du hast Ja. ein Treffen und Probe mit den Jungs. Ja, vorher. voll. Erzähl mal das, was du wissen, wie es ist. Also vom Proben, ja. Ja. Also ich habe die Typen dann zuerst mal getroffen. Zuerst mal einfach so ein bisschen. Der Bassist hat mich ursprünglich abgeholt am Bahnhof und dann das Taxi genommen und dann bin ich bei dem Typ daheim geblieben. Dann habe ich zuerst noch ein bisschen gesehen und dann ist es einfach nur darum gegangen, wir müssen jetzt die Probe machen. Ja. Wir haben einen Proberaum gemietet gehabt. Und dann habe ich die Typen zuerst mal getroffen, so, okay, ja, welche Songs können ihr? Ja, alle. Okay. Ich so, was? Ja, echt. Und zuerst denke ich, okay, wir schaffen vielleicht 3/4 Setlist, wenn es gut kommt. Und wir haben trotzdem schlussendlich 40 Minuten spielen. Für einen Headliner recht kurz, Aha. aber doch, ist gegangen. Und im Venue, das ist eigentlich alles gut gegangen. Es war nicht so eine ganze so Teil gewesen. Fehler hat es gegeben, oder? Aber wir haben am Schluss sogar noch geschafft, das Cover als Zugabe noch zu spielen. Domination von Pantera. Also dann sind die abgegangen. Ja. Ist, ja, aber es ist eigentlich sonst ist eigentlich vom Gig her einfach ein komplett normaler Gig gewesen. Also es ist nicht irgendwie anders gewesen. Es hat einfach um 4 Uhr am Nachmittag schon angefangen. Okay. Wieso? Weil am 10 Uhr darfst du nicht mehr draußen sein. Ah, okay. Nachtruhe. Und Ja. du müssen drinnen sein. Mhm. Ja. Mhm. Voll. Wie viele Leute hat es gegeben an den Gigs? 300. Fucking hell, Alter. Crazy. 300 Leute ist brutal gewesen, Alter. Aha. Also, es ist, glaube ich, nach dem Mesuff, würde ich sagen, das meiste, wo wir. Also, Stimmt, die sind am Messe gesehen. ja, am Winterfestival einfach. Thank you!